Der erbarmungslose Aufstieg von Flixbus. Abfahrt. Flixbus hat das Reisen revolutioniert. Mehr als 400 Millionen Tickets hat das Unternehmen bisher verkauft und die grünen Busse sind von den Straßen nicht mehr wegzudenken. Doch der Erfolg hat seinen Preis. Mit einem unglaublichen Marktanteil von 95% kontrolliert Flixbus den Fernbusmarkt fast allein und drängt kleinere Anbieter aus dem Geschäft. 95%, Bro, das ist ein Monopol, das muss aufgebrochen werden. Bro, ich bin for real noch nie mit einem Flixbus gefahren, aber ausnahmslos alle Personen, die mir davon erzählt haben, haben gesagt, es war eine völlige Vollkatastrophe. Darum schauen wir uns mal an, wie gut die wirklich sind. Wir sind Was kostet die Welt? Und in diesem Video erzählen wir euch vom erbarmungslosen Aufstieg von Flixbus. Als wir dann in den Wettbewerb getreten sind mit Flixbus, ging es dann sehr schnell in die roten Zahlen. Da wurden wir dann an die Wand gedrängt. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 2010. Und zwar mit diesen 3 jungen Männern hier. Daniel Kraus, André Schwemmlein und Jochen Engert. Bro, die haben alle schon Namen, als ob die schon reiche Eltern hatten. Daniel Kraus, André Schwemmelein und Jochen Engert, das ist crazy. Die kommen safe aus München. Die 3 sind gut befreundet und haben allesamt sehr gut bezahlte Jobs bei BCG und Microsoft. So richtig happy sind sie damit aber noch nicht. Sie wollen ihr eigenes Ding machen. Was können wir denn machen, wenn wir irgendwann mal nicht nur anderen Leuten auf Papier schreiben wollen, was sie machen sollen, sondern selber es machen wollen? Und die Frisur Das ist auch. André Schwemmlein, einer der 3 Gründer und der heutige CEO von Flixbus. Er ist der entscheidende Mann in dieser Geschichte und hat uns für dieses Video ein Interview gegeben. Dass er heute ein milliardenschweres Busunternehmen leitet, ist 2010 noch schwer vorstellbar. Aber als sich ein neues Gesetz anbahnt, wittern er und seine Partner ihre Chance. Denn tatsächlich steht damals eine echte Revolution im deutschen Reisemarkt bevor. Linienbusse dürfen zu diesem Zeitpunkt keine Fernstrecken bedienen, damit keine Konkurrenz für die Bahn besteht. Genau das will die damalige Bundesregierung aber ändern. In Zukunft sollen Kunden frei entscheiden können, ob sie mit der Bahn oder mit einem Fernbus von A nach B reisen. Mit dem neuen Gesetz... Beides Katastrophe, wirklich. Ich meide, wo ich kann, die Deutsche Bahn. Ich möchte sie nicht meiden, weil in der Schweiz liebe ich die SBB, aber in Deutschland meide ich, soweit ich kann, die Deutsche Bahn und Flixbus sowieso. Also Auto und Flugzeug, leider. Und das ist ja eigentlich dumm. Es ist ja mega dumm, dass ich das Flugzeug bevorzuge vor dem Zug, weil es wäre eigentlich viel geiler mit dem Zug. ist dem Milo fliegt nur Privatjet. Bro, I wish, dog. Nein, ist nur ein Witz. Alles für die Umwelt. Trio klar. Die Chance können wir uns niemals entgehen lassen, das würden wir unser ganzes Leben bereuen, wenn wir es nicht probiert hätten. Im August 2011 ist es soweit. Sie gründen in München ihr eigenes München! Ich hatte recht, es war München, Bro. Busunternehmen. Der Name Flixbus. Die sind damals übrigens noch blau. Aber nicht nur Schwemmlein, Engert und Kraus erkennen das Potenzial. Zu diesem Zeitpunkt planen gleich mehrere Unternehmen in den neu entstehenden Markt einzusteigen. Neben Flixbus sind das vor allem Startups wie Mein Fernbus, Dein Bus oder City to City. Aber auch große Namen wie die Deutsche Post zusammen mit dem ADAC oder die Deutsche Bahn mit ihren IC-Bussen steigen in den Markt ein. IC-Bus ist Am krank. 1. Januar 2013 ist es schließlich soweit. Das neue Fernbusgesetz tritt in Kraft. Es ist der Beginn einer erbitterten Preisschlacht. Und die wird schon bald ihre ersten Opfer fordern. Ja. Stinke Socken vom Sitznachbarn, kaputtes Klo und Abfahrtsorte, die gefühlt überall sind, außer am Hauptbahnhof. What the actual fuck? Wer schon mal mit einem Fernbus gereist ist, der weiß, das ist ein Vibe. Für Studis und Sparfüchse sind die Fernbusse aber ein echter Gamechanger. Vor allem aus einem Grund: dem Preis. Fernbusreisen sind damals einfach bis zu 80% günstiger als mit dem Zug. Nur mal als Beispiel, die Fernbusstrecke von Berlin nach Hamburg kostet 2013 durchschnittlich 18 Euro. Bei den Zügen der Deutschen Bahn sind es 49 Euro. Also weit mehr als das Wie viel kostet es heute? Wahrscheinlich kostet der Fernbus heute 30 Euro und der Zug kostet heute ein Honigdigi. Doppelte. Und nicht nur Flixbus, auch alle anderen Anbieter kämpfen am Anfang mit lächerlich tiefen Preisen um Kunden. Kein Wunder, dass die Fahrgastzahlen komplett durch die Decke gehen. 2012 sind noch 2,5 Millionen Menschen mit einem Fernbus gereist. Ein Jahr später hat sich die Zahl auf über 8 Millionen mehr als verdreifacht. Das ist crazy. Und 2014 steigt die Zahl nochmal ums Doppelte auf rund 16 Millionen Fahrgäste. Im September 2014 ist Mein Fernbus mit einem Marktanteil von 42% klar auf der 1. Flixbus liegt mit 25% deutlich dahinter. Auf Platz 3 und 4 sind die Deutsche Bahn mit ihren IC-Bussen und ADAC Postbus. Dass mit Flixbus und Mein Fernbus ausgerechnet 2 kleine Firmen aus dem Startup-Bereich den meisten Hype bekommen, ist für Schwemmlein kein Zufall.
Ich stehe morgens auf und das Leben dieser Firma hängt daran, dass ich in dem erfolgreich bin. Und dann denkt man erstens langfristiger, radikaler und auch kreativer über Dinge nach, als jemand, der sagt, na, ich habe da halt einen Businessplan geschrieben, jetzt schauen wir mal, wie der läuft und dann machen wir vielleicht weiter. Was Schwemmlein mit kreativ sein meint, hier mal 2 Beispiele. Im Dezember 2014 geht die britische Firma Megabus mit 1-Euro-Tickets auf den deutschen Markt. Als Megabus. Schwemmleins Geschäftspartner Engert das sieht, kauft er mit privater Kreditkarte die Tickets auf, damit die Aktion ins Leere läuft. Oder als das Flixbus-Trio Wind davon bekommt, dass auch der ADAC und die Post in den Fernbusmarkt einsteigen will, sichern sie sich die Domain ADAC Postbus. Das haben die 3 zumindest mal in einem Podcast erzählt. Und Jochen hat dann den Hinweis gegeben, hey, kannst du mal schauen, wie die Domain aussieht? Und dann haben wir die eben gesichert. In dem Fall mein Großvater. Das ist ein sehr IT-affiner Kollege. Solche Penner, wirklich. Das ist so richtig, das ist so ein 31er-Move. Die haben einfach, die haben einfach die Domain vom Konkurrenten gekauft, bevor der Konkurrenz kaufen konnte und dann wahrscheinlich einen gottlosen Preis denen geboten. Digga. Okay, das sind zwar alles ziemlich freche Moves, aber kriegsentscheidend sind die natürlich nicht. Worauf es ankommt, ist eine gut durchdachte Strategie. Und da verfolgen die Anbieter unterschiedliche Ansätze. Dein Bus zum Beispiel setzt vor allem auf Strecken in Süddeutschland. City to City auf beliebte Strecken zwischen Großstädten. Und Flixbus, die setzen von Anfang an auf ein breites Streckennetz. Denn auf weniger umkämpften Nebenstrecken können sie höhere Preise verlangen. Außerdem sammelt Flixbus so Kunden ein, die sie auf die Hauptstrecken verteilen können. Dadurch sind die Busse auf den stark umkämpften Strecken voller und somit trotz Spottpreisen lukrativer als die Konkurrenz. So ein Streckennetz aufzubauen, kostet natürlich verdammt viel Geld. Doch mit Daimler und Holzbrink hat das Trio mächtige Geldgeber im Hintergrund, die den radikalen Expansionskurs finanzieren. Aber die Flixbus-Gründer wollen noch mehr. Und zwar so schnell es geht. Dezember 2014. Flixbus ist gerade mal 2 Jahre am Markt. Und jetzt ratet mal, wie viele Busse das Unternehmen da schon hat. 100? 1000? Okay, ich mach's kurz. Einen einzigen. Der steht aber nur in der Garage rum und wird laut Flixbus nur sehr selten genutzt. Den braucht es nämlich für die Lizenz zum Busunternehmen. Flixbus stellt die Busse nämlich gar nicht selbst, sondern arbeitet mit anderen Busunternehmern zusammen. Schwemmlein hat es in einem Vortrag mal ganz gut auf den Punkt gebracht. We did the branding, we did the sales, we did everything the industry was not good at. Konkret sieht das so aus. Flixbus Warum hatte Bro ein Dirndl an? Normalster Münchner Startup-Gründer. Did everything the industry was not good at. Konkret sieht das so aus. Flixbus erstellt die Fahrpläne, verkauft die Tickets, kümmert sich ums Marketing und stellt die digitale Infrastruktur. Alles andere machen die Partnerunternehmen. Sie stellen die Busse, beschäftigen die Fahrer und bringen die Passagiere von A nach B. Das Okay. Geld für die Tickets teilen sie sich auf. Etwa ein Drittel geht an Flixbus, der Rest geht an die Partner. Ah, das ist W. Wir sind sehr klar ein Tech-Unternehmen und wir sind es mehr, als ich das jemals gedacht hätte. Wir verstehen aber Busunternehmen sehr, sehr gut, weil das die Basis von unserem Geschäft ist. Flixbus ist in Wahrheit also kein Bus, sondern ein Plattformunternehmen. Ähnlich wie Uber oder Airbnb. Die besitzen ja auch keine eigenen Taxis oder Wohnungen, sondern matchen Angebot und Nachfrage. Profit ist am Anfang erstmal nicht so wichtig. Zuerst geht es darum, eine starke Marke aufzubauen und vor allem um Daten. Welche Strecken sind zu welcher Zeit besonders gefragt? way Wie lassen to sie am dank. besten die Preise Holy festlegen? moly. Oder wie Ist das lassen wirklich sich alles Busse? Busauslastungen optimieren? Um diese Fragen möglichst präzise zu beantworten, braucht es laut Schwemmlein vor allem eines. Größe hat plötzlich einen riesigen Wettbewerbsvorteil, weil ich mehr in Technologie investieren kann, mehr Daten sammle und diese Daten dann wieder nutzen kann, um im Kleinen erfolgreich zu sein. Okay, das klingt ja alles erstmal nach einem ziemlich smarten Geschäftsmodell. Es gibt nur ein Problem. Ihr größter Konkurrent Mein Fernbus fährt genau die gleiche Strategie und ist damit sogar noch erfolgreicher. Schaut mal auf diese Zahlen hier. 2014 hat Mein Fernbus mehr als doppelt so viele Fahrgäste transportiert wie Flixbus. Und Mein Fernbus-Gründer Panja Puza Bro. Ey, sorry, Panja, wirklich, sorry. Aber, Bro, das ist ein toter Fit, Bro. Wirklich. hat auch noch das gleiche Mindset wie das Flixbus-Trio. In einem Interview hat er mal gesagt, die Schnellen fressen die Langsamen. Oha. Und tatsächlich, im September 2014 gibt mit City to City das erste Startup auf. Wenig später meldet auch Dein Bus Insolvenz an. Und auch die Post und die Deutsche Bahn kommen mit ihren Bussen nicht so richtig vom Fleck. Anfang 2015 haben Mein Fernbus und Flixbus die Konkurrenz meilenweit abgehängt. Hey, Chat, aber ich habe eine Frage. Wo ist der Bus? Der Bus mit den Leuten, die es interessiert. Okay, wir gehen weiter.
nachdem klar war, dass wir die Bahn und die Post und die Engländer alle schlagen werden. Die Engländer. War es klar, dass es am Ende mein Fernbus und Flix sind. Sich jetzt mit Platz 2 zufrieden zu geben, kommt für Schwemmlein nicht in Frage. Das Flixbus-Trio plant längst ihren nächsten Move. Okay, jetzt Es kommt's. ist der 7. Januar 2015. Das neue Jahr ist gerade mal eine Woche alt, als dieses Foto die Runde macht. Das Flixbus-Trio Arm in Arm mit ihren Erzfeinden aus Berlin. Oha. Den beiden Mein Fernbus-Gründern Panja Puzatit und Torben Greve. Bis zuletzt hatten die Kontrahenten kein Wort miteinander gesprochen. Doch das ändert sich jetzt. Denn an diesem Tag geben die beiden Startups ihre Fusion bekannt. Und das heißt, Nein. über Nacht entsteht ein echter Fernbus-Megaplayer. Das neue Unternehmen Mein Fernbus Flixbus hat einfach einen Marktanteil von über 70%. Dass die beiden Unternehmen ausgerechnet jetzt fusionieren, ist kein Zufall. Ja, ich wusste das gar nicht. Ich bin, glaub, dumm oder sowas. Die meisten, die wahrscheinlich zuschauen, ihr wusstet das wahrscheinlich, aber ich wusste nicht, dass die diesen Move gepullt haben und einfach so ein riesiges Monopol gegründet haben. Aber wie geht das? Schaltet sich da dann nicht diese, wie heißt diese Behörde, Chat? Die Handelsbehörde, nee, die nein, wie heißt diese Behörde, ich frag ChatGPT, habt keine Ahnung, Chat. Wie heißt die Behörde in Deutschland, die sich um Monopolfusionen kümmert? Die Behörde in Deutschland, die sich um Monopolfusionen kümmert, heißt das Bundeskartellamt. Das überwacht den Wettbewerb und stellt sicher, dass Fusionen... Das Bundeskartellamt. Wo war das Bundeskartellamt bei dieser Fusion? Hä? Haben die geschlafen oder was? Denn eigentlich ist so eine Fusion ein Fall für die Kartellbehörden. Aber eben nur eigentlich. Denn die dürfen laut Gesetz nur dann aktiv werden, wenn der Umsatz eines Unternehmens mindestens 500 Millionen Euro beträgt. Übel Mein Dulli. Fernbus Flixbus liegen damals noch knapp darunter. Wir haben trotzdem mal beim Bundeskartellamt nachgefragt, wie sie so auf die Fusion blicken. Die Antwort, aus wettbewerblicher Sicht sei das unerfreulich gewesen. Ja, dann Geil. ist das wohl so. Und das heißt dann, Wenn wir jetzt keine fundamentalen übel Fehler dumm, machen, ist das ein Unternehmen, das einfach überleben wird. okay, allein die Fusion war jetzt schon ziemlich smart getribbelt. Aber das Ganze wird noch ein bisschen verrückter. Nur kurz zur Erinnerung, Flixbus ist zum Zeitpunkt der Fusion der deutlich kleinere Partner. Trotzdem schaffen sie es, dass das neue Headquarter nicht etwa in Berlin, sondern in München landet. Die entscheidenden Posten übernehmen nicht etwa die Mein Fernbus-Chefs, sondern Schwemmlein, Engert und Kraus. Und schließlich verband das Flixbus-Trio sogar den Namen aus dem Firmenlogo. Aus Mein Fernbus Flixbus wird im Mai 2016 wieder Flixbus. Von Mein Fernbus bleibt am Ende nur noch die Farbe übrig. Das Grün, das ich heute quasi jeden Tag trage und liebe, ist die Farbe unseres größten Wettbewerbers gewesen. Digga, was? Die haben da einfach komplett Mein Fernbus gedribbelt. Aber wie zur Hölle haben die Flixbus-Gründer das hinbekommen? Ganz genau lässt sich das natürlich nicht sagen. Insider vermuten jedoch, dass es vor allem an den Investoren gelegen haben dürfte. Denn anders als Mein Fernbus bringt Flixbus mächtige Geldgeber mit an den Verhandlungstisch. Und in Startups gilt das gleiche Prinzip wie sonst überall. Wer den Laden finanziert, der bestimmt die Chefs. Aber wir arbeiten nicht für dich, Mom. Süße, solange mein Geld an deinen Titten klebt, arbeitest du sehr wohl für mich. Mit dem frischen Geld geht Flixbus richtig fett auf Shoppingtour und kauft einen Konkurrenten nach dem anderen auf. In Deutschland zum Beispiel Postbus, also das Unternehmen, dem das Trio einst die Domain geklaut hat. Und auch international macht Flixbus keine großen Faxen. In gleich mehreren Ländern schluckt das Unternehmen den jeweiligen Marktführer. Bro, was? Zum Beispiel in Österreich, in Schweden, In der Schweiz Polen nicht. oder der Türkei. Und so vererbt sich nach Deutschland ein europäisches Land Bro, nach dem bei uns anderen auch. im Flixbus-Crew. Scheiße. 2018 expandiert Flixbus dann auch noch in die USA und nimmt es dort mit der Buslegende Greyhound auf. Das wusste ich Und 3 gar Jahre nicht. später passiert was? Richtig. Flixbus schluckt auch Greyhound und ist seitdem auch die Nummer 1 in den USA. Was? In Deutschland ist Flixbus zu diesem Zeitpunkt schon lange die Nummer 1. Und zwar mit Abstand. Bereits 2017 steigt der Marktanteil von Flixbus auf unglaubliche 90%. Spätestens jetzt ist klar, Flixbus hat ein Monopol. Oder? Ja, aber ein Monopol ist nicht ein hoher Marktanteil. Ein Monopol ist das Fehlen von Alternativen und ein Monopolist kann handeln, wie er möchte und sie müssen es trotzdem nutzen. Und da sind wir so weit weg davon. Okay, Ja, fair, ja, Bro, ist Flixbus am hat vielleicht Jappen. sowas wie ein Monopol bei Fernbussen, aber eben kein Monopol im Reisemarkt. Denn damals wie heute hat Flixbus einen mächtigen Gegner. Die Deutsche Bahn. Und Ach den greift so. Flixbus im Frühjahr 2018 direkt an. Am 23. März 2018 rollt am Hamburger Hauptbahnhof ein grün lackierter Zug in Richtung Köln los. Es ist der Beginn einer neuen Ära, denn an diesem Tag expandiert Flixbus von der Straße auf die Schiene. Mehr Leben im echten Leben. Flixtrain. Und wieder setzt Flix auf das altbewährte Konzept. Partnerunternehmen, die Fahrten für Flix durchführen und super günstige Preise.
Tickets bei Flixtrain sind teils um die Hälfte günstiger als bei der Bahn. Dafür bieten die Züge aber auch weniger Komfort und die Fahrten dauern deutlich länger als mit ICEs. Wie gut das Geschäft mit den Flixtrains wirklich läuft, ist schwer zu sagen. Flix veröffentlicht dazu keine Zahlen. Aber mit einer durchschnittlichen Zugauslastung von 65% steht Flixtrain deutlich besser da als die Bahn. Die erreichen im Fernverkehr aktuell nur 49%. Was? Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Flixbus im Vergleich zur Bahn noch super klein ist. Denn die besitzt immer noch einen Marktanteil von 96% und bekommt Milliarden vom Staat. Okay. Flixtrain, wart ihr schon mal in einem Flixtrain? Weil ich war noch nie so in einem Flixzug, keine Ahnung. Schauen wir uns den Aufstieg von Flixbus mal in Zahlen an. 2015 lag der Umsatz von Flixbus noch bei gut 200 Millionen Euro. Das ist krank. 2019 hat es sich auf knapp 1 Milliarde fast vervierfacht. In der Pandemie bricht er zwar kurzfristig ein, weil Flixbus aber relativ geringe Fixkosten hat, übersteht das Unternehmen die Pandemie vergleichsweise gut. 2022, also kurz nach Corona, ist der Umsatz mit 1,5 Milliarden Euro größer als je zuvor. Digga. Und das Beste? Flixbus macht 2022 zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte Gewinn. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer der vielleicht krassesten deutschen Unternehmensgeschichten der letzten 10 Jahre. Eine Erfolgsstory, in der es aber auch Verlierer gibt. Ja, Bro, 100% sind die zu mächtig, haben die zu viele Leute. Die Busfahrer sind die leidtragend sind. Also ich habe schon so viele Geschichten gehört, wo die Busfahrer overworked sind, also viel zu viel Stunden fahren müssen, richtig am Arsch sind und halt das ganze Thema, die Busse sind Arsch und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist nicht so geil, wie es klingt. Das ist Wolfgang Steber. Er ist seit 50 Jahren Busunternehmer. Auch Steber hat früher mal mit Flixbus kooperiert. Denn im Gegensatz zu Flixbus besitzt er 2015 die Genehmigung für die Strecke von München zum Flughafen in Memmingen. Um das Streckenangebot möglichst groß zu machen, hat Flixbus ihn damals gefragt, ob sie ihre Kunden in seinen Bussen mitschicken können. Für Steber war das ein halbes Jahr lang ein richtig gutes Zusatzgeschäft. Bis Flixbus dann aber selbst eine Zulassung für die Strecke bekommen hat. Aber als wir dann in Wettbewerb getreten sind mit Flixbus, ging es dann sehr schnell in die roten Zahlen. Da wurden wir dann durch günstige Preise an die Wand gedrängt. Flixbus soll ihn um rund 20-30% unterboten haben, sagt er. Ob sich das für Flixbus gelohnt hat? Wohl eher nicht, denkt Steber. Aber die Rechnung geht irgendwann wieder auf, weil nach 2-3 Jahren schafft es kein Unternehmer mehr, hier noch dagegen zu halten. Boah, der arme Digga. Das klingt nach einem klassischen Fall von Preisdumping. Heute kann man sagen, es war ein klassischer Flixbus-Move. Denn Flixbus hat im Laufe der Jahre nicht nur alle möglichen Konkurrenten aufgekauft, sondern die Konkurrenz offenbar ausbluten lassen. Der Sprecher des tschechischen Busunternehmens RegioJet hat in einem Interview mal gesagt, Flixbus sagte uns, dass sie uns aus dem Markt drängen würden, wenn wir ihr Angebot zu ihren Konditionen nicht annehmen. Bro, what? Wir haben mal bei Flixbus nachgefragt, ob das wirklich stimmt. Eine Sprecherin hat uns dazu geschrieben, die Vorwürfe sind falsch. Es handelte sich um einen normalen Wettbewerb. Unsere günstigen Preise erreichten wir damals wie heute durch unser dynamisches Preissystem und eine smarte Auslastungssteuerung. Ja. Aber trotzdem, mit der steigenden Marktmacht bleibt vielen Busunternehmen offenbar also gar keine andere Wahl, als mit Flixbus zu kooperieren. Und weil die Tickets bei Flixbus nach wie vor super günstig sind, stehen die verbliebenen Partnerunternehmen unter großem wirtschaftlichen Druck. Um doch noch irgendwie profitabel zu sein, setzen einige Busunternehmer Medienberichten zufolge auf prekäre Arbeitsbedingungen. Konkret heißt das, wenige Pausen, niedrige Löhne, hoher Leistungsdruck. Das meinte ich, ja. Ich habe es erlebt, indem mir auch schwarz vor den Augen wurde, weil ich einfach erschöpft war. Bro, aber dieser Mann, er hat so große Augenbrauen, vielleicht hat er einfach wegen denen nichts mehr gesehen. Nein, Spaß, aber Bro, er ist auch zu alt, um noch Busfahrer zu sein. 8 Stunden am Tag Bus zu fahren in dem Alter ist Katastrophe, Bro. Und mir kurzfristig die Augen zugefallen sind. Aber ich konnte das ja ganz kurzfristig wieder abfangen, indem ich also erstmal voll in die Bremse gegangen bin und rechts raus. Wir haben auch Schwemmlein auf die Arbeitsbedingungen bei den Flixbus-Partnerunternehmen angesprochen. Er hat uns dazu gesagt, wir kontrollieren Lenk- und Ruhezeiten von Fahrern vollumfänglich, sorgen dafür, dass es neue, moderne Fernbusse sind mit Top-Sicherheitssystemen. Und was wir nicht kontrollieren können, ist, dass Menschen Fehler machen und dass im Straßenverkehr Fehler passieren und Unfälle passieren. Okay, halten wir mal kurz fest, die Arbeitsbedingungen bei den Partnerunternehmen von Flixbus sind in einigen Fällen nicht besonders gut. Und im Fernbusmarkt gibt es mittlerweile so gut wie gar keinen Wettbewerb mehr. Auch die Deutsche Bahn ist mit ihren IC-Bussen längst aus dem Fernbusrennen ausgestiegen. Ich muss raus! Der Marktanteil von Flixbus liegt in Deutschland mittlerweile einfach bei 95%. Bro. Und auch der Umsatz von Flixbus ist seit 2022 nochmal ordentlich gewachsen. 2 Milliarden? 2023 knackt Flix zum ersten Mal die 2 Milliarden Euro Marke. Und in diesem Jahr wird Flixbus den Umsatz nochmal deutlich steigern.
Denn Flixbus gibt es mittlerweile auch in Ländern wie Indien, Brasilien und Mexiko, in denen Fernbusse nochmal viel verbreiteter sind als bei uns. Only Zum in India. Flixbus-Imperium zählen mittlerweile 44 Länder. Gut möglich, dass es schon bald noch mehr werden. Aber Indien ist huge. Also wenn Indien jetzt dazukommt, dann wird der Umsatz nochmal so krank steigen. Flixbus hat etwas geschafft, was in Deutschland nur wenigen Unternehmen gelungen ist. Sie haben ein erfolgreiches Plattformmodell aufgebaut. Durch smarte Übernahmen hat sich das Unternehmen eine beispiellose Marktmacht erkämpft und ist in vielen Ländern mittlerweile too big to fail. Zur Wahrheit gehört aber auch, Flixbus bleibt gar keine andere Wahl, als zu expandieren. 2023 lag die Anzahl der Fahrgäste in Deutschland nur noch bei gut 10 Millionen. Das ist weniger als die Hälfte von 2015. Zumindest in Deutschland ist der Hype um Fernbusreisen vorbei. Aber für Flixbus ist Deutschland schon lange nur noch ein Markt von vielen. So, das war unsere Analyse zum Aufstieg von Flixbus und jetzt will ich von euch wissen, was sind eure Erfahrungen? Sehr, sehr crazy, ja. Also ich bin noch nie mit Flixbus gefahren und ich plane auch nicht mit Flixbus zu fahren, also W. Aber ich bin ja nicht der präferierte Markt. Lasst ein Like und ein Abo da.